herzlich willkommen hier bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays und wenn ihr da seht mit F-Zero X. Ja, F-Zero Super Nintendo haben wir schon mal gehabt. Ist schon eine Weile her. Und der Teil von 64 ist der Teil, den ich auch am meisten gespielt habe überhaupt, weil der 64er ist und bleibt eine von meinen Lieblingskonsolen und darum möchte ich euch jetzt hier auch mitnehmen, auch wenn das Jahr schon ziemlich Nintendo-lastig sie ist bis jetzt. Am besten gehen wir da einfach rein und wir spielen den Grand Prix und zwar nicht auf Master, weil auf Master ja, habe ich es mal ausprobiert wieder, aber ich bin jetzt weit weg, ich müsste extremst üben und darum probieren wir einfach das Ganze mal auf Expert und fangen am besten einfach da mit dem ersten Göpp an, würde ich meinen. Wir haben einen Fahrer zum Auslesen und da ist eigentlich mehr oder weniger schon immer mein Lieblingsfahrer gewesen. Darum nehmen wir mal den BioX mit dem Big Fang. Da würde ich sagen, die Einstellungen lassen wir mal so wie es ist und dann gehen wir einfach die Spiele. Ja, F-Zero ein Racer. Futuristische Racer, sozusagen. Eines von den besten Racer-Spielen, die es gegeben hat, um 64 oder mal. Eigenmarke von Nintendo. Leider ist seit dem Gamecube-Teil ist nie mehr ein Teil rausgekommen. In der Reihe finde ich ein bisschen schade, persönlich. Aber ist halt wie es ist. Nintendo hat etwa eine Marke mittlerweile halt mehr oder weniger sterben lassen. Was ist speziell noch vor allem zu erwähnen bei dem Spiel, er hat einen Boost. Und der Boost könnt ihr aber erst ab der zweiten Runde brauchen. Bös gesagt. Die erste Runde müsst ihr ohne Boost auskommen und dann habt ihr den Energiebalken, den grünen, den wir sehen. Ihr müsst einfach ein bisschen haushalten, weil wenn der Energiebalken leer ist und ihr jemand hier reinfahrt, dann explodieren da. Nicht so förderlich. Jetzt sind wir dann schon bald leer. Müssen wir aufpassen. Nicht zu viel Zeit machen da. Aber da könnte man gut aussehen und die Arena wenigstens gewinnen. Wenigstens im ersten Rennen sind wir mal Erster geworden, da ist ja schon mal besser als nichts, wäre ich meinen. Ja, F-Zero auf dem Gamecube war auch noch ganz ein gutes Spiel gewesen, müsste ich sagen. Ist so der Abschluss von dieser Serie bisher und hat als Spiel durchaus auch überzeugt. Und vor allem sehen Sie da 30 Fahrer auf dieser Strecke. Das war auch ziemlich revolutionär zu selber Zeit. So viele andere Gegner noch mit auf der Strecke waren. Und ich glaube, gerade wegen dem F-Zero habe ich auch Star Wars Racer nachher auf 64 rausgekommen ist. Ziemlich gern gespielt, weil ich halt hier schon vom F-Zero da angefressen war. Ja, wir sollten aber nicht in die anderen hier fahren, weil die bremsen da einmal ein bisschen aus. Werden wir da wahrscheinlich in der ersten Runde weiterführen können. Jetzt haben wir dann gerade den Boost. So schön gewesen, Beschleunigungsstreifen mitgenommen. Die
die letzte Runde und der Rival ist da gerade vor uns. Wenn wir da halbwegs normal weiterfahren, dann wird das hier liegen, dass wir da gewinnen. Auch im zweiten Rennen. Ja, schöne Sache. Dann hätten wir da 7 Punkte mehr Vorsprung ausbauen auf den zweiten. Das müsste heißen, jetzt 14 Punkte Vorsprung auf den James McLeod. Dann haben wir das dritte Rennen. Was wir noch haben, ist, wir haben pro Göpp, glaube ich, 6 Rennen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir fahren auf den Göpp mal, welche Schwierigkeitsstufe. Ja, da werden wir dann sehen, je nachdem, wie gut das wird laufen oder halt eben nicht wird laufen. Wie gesagt, der erste Göpp da, der am liebsten hätten eigentlich auf X-Berg gemacht, aber ich glaube, ich bin 5 Mal gefahren und das einfach mal so knapp unter die ersten 10 geschafft. Und dann dachte ich, ja, da will ich jetzt eigentlich schon nicht auf die Aufnahme stehen lassen. Da fahren wir jetzt halt Stufen tiefer. Aber wir sind ja auch das F-Zero Super Nintendo schon nur auf Standard gefahren. Jetzt hat er uns Deutsch das aussehen. Und da wäre eine knappe Sache in dem Rennen jetzt. Hoffen wir, dass wir noch einen holen vielleicht. Ja, der zweite hat noch gelangt und der McLeod ist sicher mal nicht vor uns. Also, wir können den Vorsprung gleich ausbauen, obwohl wir noch Zweiter geworden sind in dem Rennen. Mal schauen, wo das McLeod gelandet ist. Ja, letzte. Ah, ist rausgefallen. Ja, schade für ihn. Also haben wir einen neuen Verfolger und da wird sie der Dr. Stewart. Gut, ja. Das vierte Rennen in dem Fall Devil's Forest. Ja, wir hätten auch Gegner noch rausdeutschen. So genau, so Attacken. Ich aber ehrlich gesagt nicht so Fan von dem, wenn ich damit probiert habe, kann ich meistens selber von der Strecke runter. Lassen wir es am besten sein. Dritten letzten Platz, das ist nicht so schön. Moment. Jetzt ist da einer kaputt gegangen vor uns, jetzt sind noch 29 dabei. Wir sehen da den Saal oben dran. Im Mittelfeld. Ja, der Beschleunigungsstreifen mit. Schade. Top 10 aufschliessen in der zweiten Runde, da wäre schon mal gut. Da ist doch auch ein Platz vor uns.
Jungstreifen das mal mitnehmen, schön. Da vorne ja schon das Ziel. Direkt kommt da hinten noch dritt geworden, das ist auch gut für uns. Es gibt wieder ein paar Pünktchen Vorsprung. Mittlerweile haben wir 44 Punkte Vorsprung, also ich würde sagen, es sieht gar nicht einmal so schlecht aus, es sind noch 2 Rennen. Big Blue. Auf der Strecke bin ich glaube nicht so gut, die mag ich nicht so. Wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt eigentlich der legendärste Strecke ist vom FCO, aber da weiss ich jetzt nicht, wo die Beschleunigungsstreifen alle rum sind. Da wäre eigentlich wichtig auf der Strecke. Aber da haben wir schon 2 mit, das ist noch nicht so schlecht. Jetzt sind wir auslassen und jetzt haben wir schon fast von der Strecke abgeflogen. Wir sind auf dem zweitletzten Platz momentan. War nicht so schön. Jetzt sind wir den gepusht. Streifen auslassen. Und der mit. So, in den Top 10 für die letzte Runde dann. Wäre schon mal gut. Steht da noch ein bisschen mehr rein eigentlich. Als erst in die letzte Runde fahren. Sicher nicht so schlecht. Beschleunigungsstreifen, die wir ins Training mittlerweile. Fast abgehoben. Nochmal an. Nochmal ein. Dann sind noch Dritte. Das ist jetzt auch nicht so schön gefahren gewesen. Aber die Gegner fahren nur schlecht um die Kurven rum. Zu unserem Glück. Und der McLeod ist wieder hinter uns. Das Comeback in dem Rennen. Schöne Punktzahl Vorsprung, also da müssen wir irgendwo halbwegs ins Mittelfeld kommen im letzten Rennen. Port Down, High Jump. Den hätten wir diese Sache hier schon gegessen. Das erste Mal. Jeder, der das Spiel noch nie gespielt hat, ja, den es euch mal an. Macht sicher nicht viel verkehrt, wenn ihr gern Rennspiel habt. Die Kurve habe ich irgendwie nie im Griff, da überholen mich meistens immer wieder alle. Das Power auch nicht viel. Das sieht schon mal nicht so schön aus in dem Rennen. Ja,
gehen wir gerade im Mittelfeld auf die letzte Runde. Nicht so schön über Mittler jetzt. Der Platz wäre schon mal ein bisschen schöner. Nein! Jetzt habe ich die Energie abgebraucht und bin im anderen Arsch gefahren. Ah, schade. Ja, dann dürfen wir halt nochmal. Einstellungen lassen wir, das fahren wir ein bisschen weniger riskant, weil eben Platz im Mittelfeld müsste ich sagen, ein paar lang jetzt gleich noch Erster werden. Fahren wir das nicht mehr ganz so riskant. Schlecht gewesen. Ja, schon sind wir wieder gegen hinter die Rückhaltung. So schön. Letzte. Der Rival ist auch nicht so weit gefahren im Moment. Das wäre ja gut für uns. Letzte Runde. Beinahe Stillstand. Ja, seid nicht so riskant fahren und die Energie schon wieder drin. Ja. Ja, da gibt es das schlechteste Resultat. Noch 5. Aber das sind für euch lange. Also 4-mal Erster, einmal Zweite und der letzte Rennen nur 5. Nicht so schön, aber eigentlich 39 Punkte Vorsprung immer noch gewonnen, von dem her sind wir zufrieden. Da muss ich noch die Siegerehrung anschauen, die finde ich auch legendär. Immer cool gefunden. Ja, und dann wäre es da eigentlich schon gewesen da von der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sind bei den nächsten Cups dann auch wieder dabei. New City erste. Silence erste. Sand Ocean noch zweite. Devil's Forest der erste. Big erste. Noch 5. Ja, Totalranking trotzdem erste, hat gelangt. Ja, bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer vielen Dank und wenn es euch gefallen hat, drückt doch das Like-Button oder lasst ein Abo da, es kommen immer mal wieder so blöde, sinnlose Let's Plays. Damit ja, vielen Dank und man hört sich.